Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Rosamal. Wie gefällt euch eigentlich meine Intro-Musik? Falls ihr sie jetzt gerade gehört habt, ich weiß nicht, ob ich es nochmal anbekomme, weil in der letzten Folge hatte ich es gehabt und jemand war so gewesen, oh mein Gott, habe ich das gerade richtig gehört? Hast du jetzt das Intro und das Outro? Oh mein Gott, so cool. Und ich habe mich richtig geehrt gefühlt, dass irgendjemandem das überhaupt richtig aufgefallen ist. Aber ja, wir haben ein Intro und ein Outro und in der letzten Folge habe ich vergessen zu erwähnen, weil das habe ich gar nicht gewusst, dass ich sie jetzt habe. Und ja, die liebe Audiokanzlei hat uns das zur Verfügung gestellt. Danke, Audiokanzlei. Das ist übrigens der Ort, wo der Flavio und so ihren Männer-Podcast aufnehmen. Darum so cancelled. So heisst übrigens auch ihr Podcast, darum ich sage da nichts Böses. Cancelled, aber gleichzeitig danke vielmals für euer cooles Intro, Outro, Bautro. Ich bin fertig mit der Welt. Digga, ich sage es euch, irgendwie etwas ist in der Luft. Ich weiß nicht, ob nur bei mir. Ich hoffe, es ist nur bei mir, weil ich wünsche es wirklich keinem, Digga. Aber irgendwie habe ich einfach so ein Pechvogel-Ding im Moment. Eine Pechsträhne, sagt man doch. Und ich habe das Gefühl, vielleicht, wenn ich darüber rede, dann wird es besser. Weil jetzt bin ich die ganze Zeit so, nein, ich will gar nicht davon erzählen, weil dann wird es sicher nur noch schlimmer oder so. Weil ich bin Bro, ich tue immer so, als wäre ich nicht abergläubig. Aber dann irgendwie bin ich so, nein, aber was ist, wenn das Unglück bringt? Was ist, wenn das und das Schicksal und... Bro, shut it, Janice. Es passiert... Also mehr... Doch, es kann schon noch viel mehr passieren als jetzt gerade. Aber ich habe das Gefühl, es könnte nie mehr passieren als jetzt, weil ich mich wirklich jetzt schon fühle wie am Arsch. Aber vielleicht sollte ich euch einfach ein bisschen erzählen. Also etwas kann ich euch leider nicht erzählen. Was aber mega schlimm ist. Und mega unnötig. Aber es ist so dumm und schlimm. Und ich glaube, okay, ich probiere es mal so zu umschreiben. Es gibt eine Person, die probiert, mir Angst zu machen für nichts. Also ich habe wirklich nichts gemacht. Es ist hilarious, actually, was es ist einfach lustig gewesen. Aber eine Person probiert, mir mit dem Angst zu machen und Geld von mir zu bekommen. Und ich bin jetzt so, oh mein Gott, soll ich dieser Person einfach das Geld geben? Weil dann ist es einfach vorbei. Andererseits so, Bro, ich habe nichts gemacht. Mach du nur. Weißt du, so, dann sind irgendwie alle Leute fucking out to get me im Moment. Alle ficken mich an. Und also, wenn ihr mir folgt, dann wisst ihr, dass ich nicht haben kann, wenn Leute mich anficken oder zusammenschiessen oder sonst etwas. Ich habe das noch nie können und ich werde es wahrscheinlich auch nie können. Ausser ich bin jetzt abgehärtet von den letzten paar Wochen, wo alle einfach so asozial zu mir sind und ich bin so, okay. Und dann komme ich aber so in die Defensive, weil ich mir so denke, für was fickst du mich an? Ich habe ja nicht mal etwas gemacht. Und dann wird ich so zu der Agro-Person und nachher ficken mich die Leute an, dass ich so eine arrogante Scheissgöre bin und ich bin, Alter, du hast angefangen. Und das ist aber ein bisschen mein Problem, weil ich bin immer so, ja, du hast angefangen, aber weißt du, be the bigger person, don't go to their level. Hebt die Fresse, Alter. Wenn du mich anfickst, dann fick ich dich viermal so fest an, das ist mir scheißegal. I'm not a bigger person. Sorry, ich habe noch nie gesagt, ich bin the bigger person. Hört auf mit dem bigger person Scheiß. Nein, ich kann das nicht haben. Ich kann das nicht haben. Wenn mich jemand anfickt, wieso sollte ich nicht zurückficken? Was für... Alter, sorry. Ich muss aufhören zu fluchen. Ich werde wirklich aufhören zu fluchen. Aber nein, ich kann das nicht haben. Und jetzt auch heute zum Beispiel, Digga, habe ich Hundeschule abgesagt. Und wir müssen immer 24 Stunden vorher schreiben, damit er die Stunde planen kann. Wo ich so bin, ja, mach ich. Aber gleichzeitig, wieso muss ich mich jede Woche abmelden? Als wäre es so... Als müsste ich jede Woche kommen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist eine Hundeschule, wo du zahlst einfach so ein Abo und dann hast du so Zettel, die du ihm jedes Mal gibst. Aber du kannst selber entscheiden, wann du kommst eigentlich. Aber er erwartet halt, dass du jede Woche kommst. Sorry, wer hat jede Woche am Sonntag Zeit, um mit Hundeschule zu gehen? Spinnt's eigentlich? Sonntag? Also alle eigentlich, weil es ist Sonntag. Aber keinen Bock am Sonntag. Und jetzt ist das Wetter immer so scheiße. Und ich bin immer gegangen, weil ich auch vor allem... Erstens fühle ich mich so schlecht, weil ich nicht in die Hundeschule gehe, wegen der Tilda. Zweitens fühle ich mich schlecht, weil ich nicht in die Hundeschule komme, wegen ihm. Weil er uns so guilt-trippt, Alter. Und wenn ich absage, dann so 4 Tage vorher, Alter, und dann ghostet er mich, dann schreibt er mir nicht mal zurück. Und dann habe ich jetzt heute am Morgen um 7 Uhr, also so ein paar Stunden vor dem, dass es anfängt, habe ich ihm geschrieben, so, hey,
wir kommen heute nicht wegen schlechten Wetter. Bro, es hat so runtergeschifft, du hättest wirklich nicht mal draussen stehen können, ohne dass wie von einer Garette über Wasser rausschwemmt auf dein Gesicht. So hat es sich angefühlt. Und dann habe ich einfach geschrieben, ja, wegen Wetter kommen wir jetzt heute trotzdem nicht. Aber wir hatten eigentlich Plan gehabt, um zu kommen. Und dann bitte 24 Stunden vorher abmelden. Bro, fick mich doch nicht. Sag einfach ja, okay. Und dann sagst du mir nächstes Mal so, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin einfach sehr sensibel. Logisch muss er mir sagen, dass ich 24 Stunden vorher machen muss, wenn das seine Regel ist. Aber er hat es bis jetzt literally immer 4 Tage vorher gemacht. Er hat mir nie Rückmeldung gegeben. Er hat nie gesagt, hey Emma, du zeigst immer so früh ab, danke. Was ich finde, könntest du machen, wenn alle anderen nie absagen. Front. Und dann fickt er mich an, weil ich ein einziges Mal am Morgen um 7 Uhr Bescheid gebe. Und er hat es einfach nur 5 Minuten bevor die Stunde angefangen hat gelesen. Das ist nicht mein Problem, Alter. Oh mein Gott. Merkt ihr, dass ich sehr am Ende bin, weil wieso triggert es mich so fest, wenn jemand mir einfach sagt, hey, du musst 24 Stunden vorher absagen. Ich verstehe es ja auch, Bro, er muss ja planen, aber das soll ich machen? Was ist, wenn ich am Morgen um 7 Uhr merke, ich habe Dünnschiss und schiss mir in die Hose, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe? Darf ich dann auch nicht absagen? Hä? Bro, sorry. Amigs ist mir einfach der Ick, wenn Leute so Sachen, die für halt, logisch, es ist sein Job, aber für alle anderen, die dort hingehen, ist es wie ein ganz kleiner Teil von der Woche. Und dann bin ich so, Bro, du bist im Fall nicht... Du bist nicht mein Main-Job, Alter. Sag mal ein bisschen nett, auch wenn sie so einem anficken, weil man etwas nicht geübt hat oder irgendwie nicht weiss, wie etwas funktioniert. Das ist jetzt bei mir weniger so, weil ich die Sachen actually übe, weil ich Angst vor ihm habe. Aber wenn so andere so andings, bin ich so, Alter, was hast du das Gefühl, dass die ganze Woche daheim hocken und mit ihrem Hund gehen spazieren, dass er perfekt laufen kann? Nein. Wir geben alle uns das Beste. Also, das ist überhaupt nicht der Inhalt von diesem Video, Podcast eigentlich, aber einfach mal Disclaimer. Seid mal ein bisschen nett. Seid nett und vor allem, wieso sind alle immer asozial zu den Leuten, die eben sich hure Mühe geben zum nett sein? Also ich zum Beispiel bin ja wirklich so hure People-Pleaser, probiere überall immer ja. Komm extra in die Hundeschule, wo ich keinen Bock habe, weil ich ihn nicht enttäuschen will. Und dann bin ich die, die angefickt wird. Seid lieb, weil alle... Ich weiß auch, wahrscheinlich 90% der Leute fühlen sich so wie ich, so, oh mein Gott, das ist eine Pechsträhne und alle hassen mich und alle sind gemein zu mir. Dabei ist es wahrscheinlich gar nicht so, aber alle fühlen sich halt so als Opfer von den Umständen. Alle. Und darum sind alle auch so sensibel. Und darum, wenn man selber vielleicht mal, also, und ich mache das auch, manchmal ficke Leute so an, wenn sie halt obviously etwas falsch gemacht haben. Und dann ist ihre Reaktion so mega übertrieben. Und dann bin ich so, hä, was ist mit dir? Ich habe literally nur gesagt, nächstes Mal könntest du vielleicht ein bisschen anders machen oder so. Aber dann denke ich daran, wie ich reagiere, wenn ich sensibel bin. Und wahrscheinlich Leute einfach, alle sind wahrscheinlich sehr sensibel. Und das Wetter hilft wirklich auch nicht. Jede Person, die ich so treffe, wenn ich so, so zum Coiffeur gehe oder irgendwo irgendeine random Person treffe, die ich nicht treffen will, und dann so muss sie sagen, «Hi, wie geht's? Schon lange nicht mehr gesehen?» Sagen alle, «Ja, den Umständen entsprechend. Das Wetter halt, gell?» Aber ich glaube, alle sind mega pissed wegen dem Wetter. Ich bin nicht so pissed wegen dem Wetter. Mich stört es irgendwie nicht so. Oh, und gestern bin ich am CSIO St. Gallen gewesen. Und es war richtig geil gewesen, weil ich bin eingeladen gewesen als Ehrengast und ich habe mir schon mal so fast in die Hose geschissen, um dort abzuholen, weil ich bin schon mal am CSI Basel, bin ich mal mit jemandem, den wir kennen, habe ich dafür mitgehen an so ein VIP-Essen oder so Sponsoren-Essen mässig. Und dort sind halt literally alles nur so reiche Bünzli-Leute, wo du weißt, das ist so generational wealth. So, das ist so in der Familie, das sind so Bonze-Familien seit 40 Generationen. Und ich fühle mich einfach wie ein Imposter dort. Aber das ist eben schon geil gewesen. Und dann bin ich froh gewesen, weil ich dachte, ich weiss schon, wie es in Basel war. Oh, und an alle, die nicht wissen, über was ich rede, das ist sind Springturnier. So internationale Turnier. Und darum bin ich schon so gewesen, okay, ich weiss wenigstens, wie der Vibe sein wird ungefähr. Und es war nochmal genau gleich gewesen. Es sind einfach wirklich so Bonzen dort gewesen. Und es ist so komisch für mich, wenn ich amigs halt eben durch das, was ich jetzt mache, komme ich öfter in Kontakt mit so diesen eher reichen Kreis. Und das ist für mich so krass zu sehen, wie das ist ja wirklich, das ist alles Networking. Die gehen dort an, also die Leute haben keine Ahnung vom Reiten meistens, aber gehen dort an, weil es irgendwie Prestige ist oder weil sie halt einfach eine Einladung bekommen und quasi auftauchen müssen vom Geschäft aus oder sonst irgendwelche Sponsoren oder so. Das ist alles so einfach ein Auftreten und wir sind da, um uns präsentieren und blicken lassen. Und wenn wir dort sind, dann können wir andere reiche Leute kennenlernen, die uns sonst irgendwelche Möglichkeiten ermöglichen können oder irgendwie Türen öffnen oder
es ist mega krass, du hast wirklich so verschiedene Tische und die Leute stehen auf und gehen zu allen Tischen sich quasi vorstellen und hey, was machst du? Ich mache das. Cool, hey, da kenne ich auch jemanden und hey, ja, und die könnte ich mal brauchen für das und ja, wie sieht es bei dir aus mit diesen Aktien? Und Alter, das ist crazy. Und nachher haben sie noch so eine Fohlen-Auktion gemacht. Das sind so Fohlen für so 25'000 Stutz verkauft worden oder so. Dann bieten die dort einfach locker flockig mit so, nein, 18'000, nein, 19'000, was, 20'000, ja, machen wir. Alter, so crazy. Nachher haben wir Leute geschrieben, die gesehen haben, dass ich dort bin. Und so Kinder, so, hast du ein Fohlen gekauft? Bro, sorry Leute, was haben ihr das Gefühl? Sicher nicht. Ich bin im Fall nicht reich. Also, ich bin auch nicht broke, aber ich bin definitiv nicht reich. Und ich komme auch definitiv nicht von so einer Familie, die einfach mal so ein 25'000 Stutz Fohlen kaufen kann und wo so 1 Monat alt ist und wo du noch nicht mal weißt, was aus dem Fohlen wird. Es war auf jeden Fall eine sehr sicky Experience gewesen. Ja, aber ich gehe, also don't get me wrong, ich gehe seit und je an so Turnier. Nicht erst, seit ich da fucking eingeladen werde, aber es macht mir einfach Spass. Ich finde es richtig cool dort. Und ich muss immer fast heulen. Also meine Mutter wird das hören und ich denke, das habe ich gar nicht gemerkt. Aber immer an so, ich weiss auch nicht, wenn ich so sehe, dass Leute sich so viel Mühe geben müssen oder so viel Zeit investieren in etwas und so ihr ganzes Leben dreht sich so um eine Sache, dann werde ich so mega emotional, weil ich so mega so das so nachempfinden kann und die so anschaue, wie sie so mit ihrem Rostet das machen und so ihr Bestes geben und oh mein Gott, du hast sicher so viel Zeit investiert, wow, und nachher muss ich fast schon heulen. Ich weiß nicht wieso. Ich habe das nicht nur beim Reiten, ich habe das basically bei allem. Ich könnte auch ein Violinkonzert anschauen und denken, oh mein Gott, du hast sicher so lange üben für das, wow. Das stimmt etwas mit mir nicht. Kennt ihr noch den TikTok-Trend? I'm an empath. Und nachher irgendwie so, and I can sense that Emma needs to shit her pants. Oder so. Das bin ich. I'm an empath. Anyway, die Folge geht eigentlich darum, wie du diesen Sommer zu deinem Sommer machen kannst. Weil wir denken uns das doch jedes Jahr alle so. Oh mein Gott, dieser Sommer wird dieser Sommer besser als letzten Sommer. Und wie Sommer 2016. Ich weiß nicht wieso, aber bei mir ist actually auch Sommer 2016 bleibt mir so in meinem Kopf. Die 2016-Vibes sind einfach immaculate gewesen. Und wenn du jetzt jünger bist als ich, dann wirst du nicht relaten können. Aber wenn du so gleich alt bist wie ich oder älter, dann weißt du genau, was ich meine. 2016 war einfach Peak gewesen. Und alle haben doch, ist das letztes Jahr oder das Jahr gewesen? Auf jeden Fall hat es vor kurzem geheißen so, oh mein Gott, ich spüre es, dieser Sommer hat 2016-Vibes. Also wir machen diesen Sommer zum 2016-Sommer. Ich kann euch nicht mal erklären, wieso der 2016 Sommer geil war, aber es war einfach so die Vibes gewesen. Das Drake-Album haben alle mega durchgelassen und einfach alle Lieder, die gelaufen sind fucking geil gewesen. Und es war so Musical.ly-Zeit gewesen, glaube ich, und alle auf Houseparty am Chillen. Und ich weiß nicht, es war einfach ganz komisch gewesen. Ganz geil und ganz komisch jetzt im Nachhinein. Darum, diesen Sommer zu deinem Sommer machen. Und ich werde anfangen mit, wenn du dir schon, das ist ein bisschen widersprüchlich, aber wenn man schon so anfängt mit «Der Sommer wird der Beste und ich mache das und es wird richtig geil, weil dann machen wir das und dann gehen wir dort und dann machen wir so und es wird genau so und so sein und darum wird es der beste Sommer ever», dann kann ich dir garantieren, dass es ein scheiß Sommer wird, weil du so hohe Erwartungen hast und du das wie gar nicht erfüllen kannst, weil es wird immer etwas schief gehen. Das wird meistens, wenn du dir so viel Gedanken um etwas machst, wird es halt nie genau so rauskommen, weil du kannst ja nicht alles kontrollieren. Das ist wie mit dem Geburtstag, wenn man sich so viel irgendwie einplant und denkt so und so und so und die Leute werden sich so und so anziehen und so aussehen und sich so fühlen und sie werden mir das und das und das schenken und nachher zum Beispiel kriegst du nur schon ein Geschenk, das nicht da ist, das du dir seit 4 Monaten vorstellst, bist du schon so, der Geburtstag ist scheiße und fährst schon von heulen. Darum, lieber nicht so krass planen und nicht so mega hohe Erwartungen haben. Einfach so, ich will das Beste machen und ich überlege mir mal, was ich so diesen Sommer einplanen könnte. Das sind die Vibes von dieser Folge. Ich glaube, das ist the key to success. Meine Mutter hat mir das übrigens auch gesagt, weil ich sie so gefragt, ob sie etwas zu erzählen hat und sie war so, einfach nicht zu fest planen, dann wird es immer scheiße. Und dann hat sie fucking gefollowt mit «Don't be a naysayer». 1:1, so hat sie es gesagt. Einfach wenn jemand so fragt, ja, kommst du mit in die Bar oder kommst du mit in die Body oder so, sind wir, glaube vor allem in der Schweiz sind wir eher so, oh nein, da bin ich noch nie gewesen, da gehe ich jetzt, nein, heute bin ich nicht parat, weil meine Haare sind dreckig und ich habe keine Zeit mehr, um sie zu waschen und darum kann ich nicht kommen. Oder so. Wir sagen einfach die ganze Zeit nein, weil es halt so spontan kommt und das verstehe ich auch, wenn man keine Verpflichtungen hat, zum Beispiel wenn du ein Kind hast oder so, oder 40 Millionen Hunde, dann ist es halt nicht so einfach, zum einfach zu gehen. Aber so, wenn du rein theoretisch die Möglichkeit hättest, zum gehen, aber du gehst einfach nicht, weil
es ist zu spontan. Aber actually hättest du Zeit. Dann bist du erstens so wie ich, also ich judge dich nicht, weil ich mache das immer. Aber zweitens, dann sag mal ein bisschen mehr Ja. Laut meiner Mutter. Weil dann passieren die geilsten Sachen und die coolsten Memories und dann hast du vor allem auch gar keine Zeit gehabt, um dir irgendwie überlegen, ja, wie wird es sein und was erwarte ich von dem und oh, das wird so geil, sondern du gehst einfach und nachher merkst du, das ist mega funny, hi. Und dann hast du einen coolen Sommer. Und dann hat sie einfach fucking gesagt, zu dem «Don't be a Naysayer», ist sie gesagt, aber das können meine Kinder eben nicht und darum habe ich das nie können, weil meinen Kind musst du immer 5 Tage vorher alles sagen. Ja, danke, sorry. Dann hast du halt unspontane Kinder erzogen, was soll ich machen? Ich gebe immer meiner Mutter die Schuld. Sie mir auch letzte ist sie so gewesen, Bro, was ist es gewesen? Ja, weil sie läutet eben immer noch für mich an, wenn ich irgendetwas habe. Also nicht für allem, bei allem, wenn ich einen Termin machen muss, mache ich das jetzt selber. Aber zum Beispiel habe ich bei der Versicherung anrufen und dann ist sie nein, Leute einfach nicht an. Und dann ist sie gesagt, okay, ich rufe für dich an. Darum jetzt bin ich einfach immer so, ich rufe einfach gar nicht an, außer sie rufen an. Und dann hat sie mich aber irgendwie wieder so ein bisschen angefickt dafür, dass ich so schüch bin oder so. Und dann bin ich so gesagt, Alter, du bist selber schüch, meine Mutter ist wirklich genauso schüch wie ich. Und sie so, ja, aber ich muss es auch machen. Und ich so, ja, aber du hast mich schüch sein lassen als Kind. Und sie, ja, Bro, weißt du, wie schwierig ist es mit dir gewesen? Man hat letztlich nichts mit dir machen. Du hast sofort angefangen zu heulen, du hast mit niemandem reden. Was hätte ich machen sollen? Ich so, du hättest mich einfach als outgoing Kind erziehen. Und sie so, ja, du bist einfach kein outgoing Kind gewesen. Und ich gebe meiner Mutter die Schuld, dass ich literally unfähig bin im sozialen Kontext. Sorry, Mama, aber du bist schuld. Gut. Also, wir kommen zu Activities, die ihr machen könnt, die ich finde, das wäre cool für diesen Sommer. Ich predict, dass wir diesen Sommer nicht einen Wild Girl Summer haben, oder Boy, sondern einen Healing Girl und Boy Summer. Was auch bedeuten könnte, dass Willi das predict, dass es genau das Umgekehrte wird. Weil man darf es ja nicht planen. Aber ich habe das Gefühl, diesen Sommer sind alle so Hihihi, Pilates und Running und Cycling und 40 Millionen Steps am Tag und wir essen nur Brokkoli. Und weil das jetzt schon die Vibes sind, habe ich das Gefühl, das wird sich in den Sommer mitziehen. Und dann, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es wird einfach ein entspannter Sommer. Darum fangen wir an, wenn du bis jetzt noch nicht angefangen hast, ein Journal zu führen in irgendeiner Form, wo du kannst festhalten, was gerade in deinem Leben passiert, dann fängst du diesen Sommer spätestens an. Wenn du Zeit hast, wenn du Ferien hast, wenn du einfach gechillt irgendwo hocken kannst, in der Sonne hoffentlich, und das so machen kannst, dann fängst du an. Und es muss wirklich nicht crazy sein. Ich meine, auf TikTok sieht man ja immer so die crazy Journal Girls, die so mega viele Fotos ausdrucken und so crazy schöne Schrift haben und alles so farblich abstimmen und so. Das ist auch cool, wenn du das kannst. Aber wenn du das nicht kannst, so wie ich, dann mach es einfach trotzdem. Ich tue auch ab und zu Bilder ausdrucken, einfach weil ich mehr wie fast so ein Fotobuch mit Kommentaren mache. Aber einfach nur schon aufschreiben, was läuft und was du so gemacht hast. Und ich würde sagen, es ist nicht mal nötig, um das immer zu machen, weil dann wird es halt mega anstrengend. Aber wenn etwas Spannendes passiert ist, und das mache ich auch, amix ist es wie so, oh, jetzt habe ich das vergessen, am Abend, keine Ahnung, nachdem du heimkommst, aufzuschreiben und jetzt schießt es mich auch an. Darum mache ich es einfach gar nicht, weil ich habe es ja nicht gemacht, als ich heimgekommen bin. Aber amix nehme ich mir einfach so einen Tag, also nicht einen ganzen Tag, aber so an einem Tag Zeit, um so 5 Sachen, die passiert sind, aufschreiben. Und dann weiss ich es halt nicht mehr so genau und dann ist es dann nicht so cool aufgeschrieben, wie wenn ich es direkt danach machen würde. Aber es ist immer noch irgendwo festgehalten. Und das finde ich wichtig, weil das ist so, keine Ahnung, wir sind so wirklich in unserer Prime, low-key, was so alle diese Sachen angeht, von so Sachen erleben und Neues erleben und so einen coolen Sommer haben, weil halt je älter wir werden, desto mehr Verantwortung haben wir und desto weniger frei sind wir. Und das ist ja wirklich die Zeit, wo alle zurückschauen und denken, oh mein Gott, wieso habe ich nicht mehr gemacht? Und vielleicht haben sie ja sogar mehr gemacht, aber mögen sich einfach nicht daran erinnern. Darum schreiben wir auf, was wir gemacht haben, damit wir uns daran erinnern können und es mal durchlesen können und so sind, es war ja voll cool gewesen und so. Und ich bin auch mega Fan davon, einfach die guten Sachen aufzuschreiben, weil man ja so oft einfach nur ans Schlechte denkt und so ist, nach dem Sommer denkt man sich so, ich hätte viel mehr können machen und irgendwie habe ich gar nicht gemacht. Aber wenn du alles aufschreibst, was du gemacht hast, dann merkst du, ich habe eigentlich gleich noch viel gemacht. Den Umständen entsprechend. Und das müssen ja auch nicht alle mega viel machen. Wenn du keinen Bock hast, Bro, dann mach nichts. Aber dann hast du vielleicht mega viele Bücher gelesen oder irgendwie hure viel Neues gelernt oder so. Weißt du, was ich meine? So, alle haben halt verschiedene Ziele. Und für alle ist halt etwas anderes auch etwas Krasses zu machen. Aber ich glaube, wir alle machen krasse Sachen im Sommer. Wir vergessen es einfach amigs. Darum mach dein Journal. Ich finde es richtig cool. Und ich mache es auch.
Und ich bin wirklich die letzte Person, die so etwas eigentlich durchzieht oder irgendwie ansatzweise gut kann. Also könnt ihr es alle auch. Dann, Zeit allein verbringen. Passend zum Healthy Girl Summer. Mach einfach mal allein etwas. Und ich meine nicht nur so daheim hocken und Netflix schauen, weil das machen wir wirklich alle die ganze Zeit. Das ist nicht Zeit allein verbringen. Ich meine so, actually rausgehen und sorry, es hat mega viel Anglizismen in dieser Folge. Aber eigentlich immer, oder? Sorry, ich weiss, er fickt mich nachher an. Ich kann mich nicht konzentrieren. Also. Wo bin ich Digga? Oh, ich mag das nicht rausschneiden. Wo bin ich Zeit allein verbringen. Ja, actually rausgehen und die challengen und einfach so etwas machen, was du vielleicht sonst noch nicht allein gemacht hast. Sei das shoppen oder essen oder in einen Kaffee hocken oder an den See hocken. Boah, ich habe das in letzter Zeit richtig viel gemacht so allein, weil ich einfach immer allein an Ort hin muss und dann halt so Zeit verplempern muss und dann muss ich halt allein ins Resti oder so. In Dänemark bin ich allein ins Resti. Das war schon ein bisschen awkward gewesen. Also wirklich, also mir war es einfach unangenehm gewesen. Und die Leute haben mich wirklich im Fall auch ein bisschen dumm angeschaut, muss ich sagen. Aber es war gar nicht schlimm gewesen. Und ich habe mich wirklich gefühlt wie so eine, als hätte ich mein Leben hure im Griff. Weil so, die anderen können mich schon dumm anschauen, aber ich bin die Balls hat, um allein im Rest zu hocken. Ich habe mich dann wirklich so überlegen gefühlt irgendwie. Das ist, glaube ich, auch nicht gesund. Aber machen die Sachen allein, einfach zum so... Ich habe das Gefühl, im Sommer ist es halt ein bisschen einfacher, weil wenigstens ist das Wetter gut und die Leute sind auch so happy und du kannst eigentlich machen, was du willst. Weil eben, wenn das Wetter gut ist, kannst du auch an den See hocken. Wenn das Wetter scheiße ist, Bro, dann kannst du eigentlich fast nur irgendwie shoppen oder ins Rest hocken allein. Und das ist schon ein bisschen scary. Also ich finde, draussen etwas allein machen ist viel einfacher. Und du hast auch einfach Zeit und du kannst auch einfach wieder heimgehen und du kannst einfach machen, was du willst. Also nimm dir Zeit und probier zu lernen, Sachen allein zu machen, weil ich weiss, das ist für die meisten mega schwierig. Aber ich glaube, das ist ein Skill, der mega gut ist zum Können und je früher wir das lernen, desto einfacher wird es später, glaube ich. Und ja, einfach weil, ich glaube, im Sommer muss man sich auch immer so ein bisschen darauf vorbereiten, dass man halt nicht 24/7 mit irgendwelchen Leuten chillen wird. Obwohl man ja so denkt, so, diesen Sommer bin ich immer mit meinen Girls und so. Nachher plötzlich hat keine Sau Zeit oder alle sind in der Ferien und du hockst alleine daheim und bist so, Bro, mein Sommer ist scheiße. Nein, dein Sommer ist nicht scheiße, weil du kannst das Sachen allein machen. Checkt ihr? Oh nein, habe ich jetzt alles gelöscht? Ah nein, habe ich nicht. Gut. Weiter in meine Notizen. Neue Hobbys ausprobieren. Das ist so ein bisschen basic. Und ich kann euch auch nicht konkrete Hobbys aufzählen, die ihr ausprobieren könnt, weil alle meine Informationen kommen einfach von TikTok und das haben ihr alle safe auch schon gesehen. So, keine Ahnung, so Pottery Classes oder irgendwie fucking scheiß Cycling Class, wo 38 Stutz in Zürich kostet. Oder vielleicht auch eben billigere Sachen. Schaut auf YouTube. Oder irgendwie zeichnen oder ja halt, Bro, eigentlich gibt es nur Sportarten oder kreative Sachen. Werdet Influencer über den Sommer? Hihihi. Ich weiss es wirklich nicht, was ihr machen könntet, aber überlegt mal, was ihr gerne macht, was zu euch passt und probiert einfach etwas Neues aus. So wie früher, wie hätten das geheissen? So die Sommeraktivitäten, Sommer... Keine Ahnung, in der Schule haben wir doch Ferienpass oder so. Dort haben wir doch, das habe ich eben nie gemacht, weil das ist mir wirklich zu unangenehm gewesen. Aber Leute sind doch dann so auf Ponyhöfen oder irgendwie einen Tag Volleyball spielen oder so. Denk an Ferienpass oder Spass, ich weiß nicht, wie das heisst. Mach so Zeug, weil wir sind immer noch junge Hopser und müssen das Leben kennenlernen. Dann der grösste Punkt, Reisen. Und ich weiss, nicht alle haben die Möglichkeiten oder vielleicht sind sie auch zu jung, um irgendwo alleine zu gehen, aber eine Reise können wir auch als Ausflug betiteln. Geh irgendwo hin, auch wenn es einfach ein Wochenende ist, wo du in einem Zelt hockst von mir aus mit Dosenfutter, weil du kein Geld hast für etwas anderes. Du hast keine Ausrede. Fast. Ein paar Leute haben schon Ausreden. Sorry, ich war gerade ein Red Bull am Exen. Vielleicht bin ich darum so komisch hyped in dieser Folge. Ich weiß nicht, ob es euch stresst oder ob ihr es cool findet. leave Review down below. Aber, genau, Reisen. Auch wenn nur ein Wochenende, auch wenn nur innerhalb von der Schweiz oder, keine Ahnung, dort, wo deine Familie die halt mitschleppt und du denkst, nein, jetzt schon zum 100. Mal auf Österreich. Es ist gleich geil, Alter, ich bin dankbar. Ich wünschte, ich wäre noch in dem Alter, wo man so mit der Familie so irgendwo mitgeschleppt wird. Jetzt muss ich alles selber zahlen. Mama, why you do this to me? Anyway. Ich finde,
Reisen sind wirklich so die Sachen, die mir immer im Kopf bleiben von früher und wo ich noch genau weiss, was gelaufen ist und wie ich mich gefühlt habe und wie es war. Und sonst bleibt mir halt wirklich nichts. Also ich habe ja wirklich kein Gedächtnis, aber diese Sachen weiss ich noch und für diese Sachen bin ich auch dankbar. Auch wenn es amigs scheisse war oder wirklich gar nicht so gelaufen ist, wie man wollte oder irgendwie etwas ausgefallen ist oder scheiß Wetter war. Reisen sind einfach fucking geil und auch wenn du das mit Leuten jetzt machst, wo du dir denkst, vielleicht sind wir später gar keine Kollegen mehr, das juckt im Fall hart nicht. Du denkst dir so, okay, ich denke mir schon im Nachhinein so, das hätte ich jetzt lieber mit einer anderen Person erlebt oder so, aber in dem Moment ist es ja gleich cool und so, darum haben auch keine Angst davor, mit Friends irgendwo hinzugehen. Auch wenn du genau weißt, die Leute regen dich amigs auf oder du kannst nicht gut verreisen mit Leuten, weil sie dich nerven. Me as fuck. Es ist im Fall gar nicht so schlimm. Und deine Kollegen wissen ja auch, wie du bist und wie du funktionierst und wissen auch, hoffentlich, wenn sie dir ein bisschen Space geben sollten oder so. Darum, plan that trip. Lasst den Trip aus dem Gruppenchat rauskommen, dieses Jahr. Und spart euch das Geld. Hört auf, Leute, wir müssen nicht... Ich weiss genau, alle sind halt so, oh, ich habe kein Geld und so, aber be fucking for real. Für was alles gibst du dein ganze Geld aus? Sicher für so viel, wo du eigentlich sparen kannst. Und vielleicht ist das auch etwas, wo wir anfangen können. Legt jeden Monat Geld auf die Seite, auch wenn es nur 2 Rappen sind, auf irgendein Konto oder irgendwie Bargeld irgendwo in deinem Zimmer versteckt. Ich weiss nicht, wie ihr das machen wollt. Einfach nur für Reisen. Weil das ist etwas, wo du immer zurückbekommst, Geld. Geld kommt immer wieder rein, aber Reisen kannst du nicht irgendwann, wenn du alt bist. Leute, ich kenne viele alte Leute, irgendwie vom Reiten und allem. Und alle sind so, wenn du sie fragst, ja, gibt es irgendetwas, was du noch gerne machen würdest oder wo du bereust, dass du es nicht gemacht hast, alle sagen, Sprache lernen und reisen. Sie würden so gerne, wenn sie noch mal jung wären, einfach reisen und einfach irgendwelche Sprachen lernen, weil das haben sie das ganze Leben bereut, dass sie kein Englisch können oder dass sie kein Französisch können oder sonst etwas. Ist ja jetzt heutzutage auch anders. Wir lernen ja die Sprache sowieso. Aber so, checkt ihr, was ich meine? Einfach Geld auf die Seite legen für Reisen. Auch wenn du auf dieser Reise nicht das neueste Bikini hast und nicht die neuesten 5 fucking Hosen, die du nachher nicht anziehst, das juckt dich ja nicht. Alles das Materielle, wo wir uns unter Druck gesetzt fühlen zum Kaufen, und da nehme ich mich übrigens selber überhaupt nicht davon raus. Mein Zimmer sieht gerade so räudig aus, weil ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pakete am Boden rumliegen habe, wo ich zurückschicken muss. So, ich bin selber das grösste Konsumopfer. Und ich trage ja logischerweise auch zu dem bei, indem ich fucking Influencerin bin und Werbung mache für Produkte. Ich verstehe es. Und ich verstehe auch den Urge, zum halt dabei sein und cool sein und mit den Trends mitmachen. Und man will sich ja auch wohlfühlen. Das verstehe ich auch. Aber ich glaube, die meisten von uns geben halt gleich mega unnötiges Geld aus, das wir viel besser brauchen könnten für Sachen, die uns mehr erfüllen und die uns auch weiterbringen im Leben. Weil was ich gelernt habe vom Reisen ist, dass du mega wachst und so viele neue Eindrücke hast, wo du nie da einfach in deinem so Komfort von deinem Alltag irgendwie erleben kannst. Du musst so irgendwie auch dich selber so kennenlernen, weil du immer wieder neue Leute triffst oder auf andere Kulturen triffst, wo du dann nochmal dich selber hinterfragst oder irgendwie auch nur schon, wenn du dich selber die ganze Zeit vorstellen musst und ja, I'm Emma and I do this and this und dann merkst du so, für was du dich schämst oder wo du insecure bist, was du den Leuten vielleicht gar nicht erzählst oder wie du dich ganz anders darstellst oder dass du mega offen bist und dich sogar getraust, im Ausland mit Leuten zu reden. So, all diese Sachen, das lernst du über dich selber und das ist hure wertvoll. Darum, geht reisen, ist mein Statement. Auch wenn ihr allein gehen müsst, weil ihr niemanden habt zum Gehen. Ich war auch schon allein an Ort und bin nicht gestorben. Ich würde einfach sagen, recherchiert und so, sind halt vernünftig. Ihr könnt, wenn ihr allein reist, nicht das Gleiche machen, wie wenn ihr in einer grossen Gruppe unterwegs seid. Und auf das müsst ihr auch wirklich achten, weil die Welt ist scary und alles und geht auch nicht an einen Ort, die sowieso von Anfang an sketchy sind. So, geht an einen sicheren Ort, aber gleichzeitig so verpasst nicht Erlebnis, nur weil ihr niemanden habt, um es damit zu machen. Ich habe wirklich auch für viele Sachen niemanden, der mitkommen kann. Nur schon von meinem Job aus bin ich ja oft einfach allein eingeladen. Und dann bin ich, weißt du, wie oft einfach so, ja, soll ich überhaupt gehen, weil ich allein gehen muss. Es ist hure geil, auch wenn du allein gehst. Glaub mir, trust me, ich weiss, von was ich rede. Dann mit Friends neue Sachen machen. Weil ich habe das Gefühl, wenn du so eine Gruppe hast von Leuten, mit denen du chillst, dann machst du eigentlich immer das Gleiche. Keine Ahnung. Also ich habe so einzelne Kollegen, wo wir eigentlich immer, wenn wir uns sehen, gehen wir einfach etwas essen. Und dann habe ich so eine Gruppe, wo wir eigentlich, wenn wir uns sehen, dann
geht es irgendwie darum, dass wir in einer Bar hocken oder so. Oder sonst etwas Krasses passiert, in meinem Geburtstag oder so. Und dann habe ich solche, mit denen mache ich eigentlich gar nichts. Sondern wir hocken einfach so rum. Und dann habe ich die, mit denen ich in einen Kaffee hocke und rede. Und nachher reden wir einfach. Ich habe wirklich eigentlich keine Kollegen, wo ich so bin, wo wir regelmäßig so sind, so jetzt gehen wir in den Kletterpark und jetzt gehen wir dort und jetzt machen wir das. Und das finde ich eigentlich schade, aber es ist logisch, es macht ja auch Sinn, weil keine Zeit und Bock und das Leben halt. Aber diesen Sommer nimmst du deine Kollegen und nimmst es selber in die Hand und sagst, hey, wir machen dann und dann das und das, nimm das und das mit. Weil ich glaube, alle hatten Bock drauf, aber keine Plans. Und wenn wir wollen, dass es passiert, dann müssen wir halt amigs auch einfach die sein, die es planen. Und ich weiss, es ist auch mega mühsam, wenn man in einer Gruppe immer die Person ist, die alles plant und alles machen muss. Und man fühlt sich so ein bisschen, als würden die anderen nie etwas selber in die Hand nehmen. Und du musst es ihnen gefühlt aus dem Arsch ziehen, dass sie überhaupt auftauchen. Aber lieber so, als dass ihr es gar nicht macht. Und vielleicht, wenn du das zeigen kannst, so, hey, es ist mega geil, wenn man etwas plant, dann kann man das irgendwann einführen, dass es wie so im Kreis geht, dass immer eine andere Person etwas plant. Oh mein Gott, das fände ich richtig geil, ich muss das vorschlagen. Wirklich, dass immer so jemand anders so dran ist, wie wenn man so einander einladet und jemand muss immer etwas kochen, so der, aber mit Aktivitäten. Und dann kann er ganz viele neue Sachen ausprobieren und das ist einfach funny, weil das ist viel bessere Quality Time als alles andere, finde ich. Dann, passend zu dem etwas planen, ist, plan mal so eine Party. Und ich nehme mich selber aus von dem, weil ich will niemanden bei uns daheim haben. Aber an alle anderen, die sich trauen, die Leute zu sich heimzunehmen, planet mal so einen Abend. Nicht so Party, es muss nicht so laute Musik und Alkoholparty sein. Ich meine mehr so, organisiere ein Zusammentreffen von Menschen bei dir daheim. Und dann machst du so ein Theme mit so Dekoration und so, was die Leute so anlegen sollten vom Vibe und so ein bisschen das. Und ich glaube, das ist richtig geil. Ich glaube, das ist so etwas, wo man nie vergisst und wo man richtig stolz drauf ist und wo alle Leute so sind so, wow, Emma, du bist so cool, weil du hast gerade ein Krimi-Dinner organisiert. Wisst ihr, was ich meine? I wish that was me. Aber das wird nie easy. Und ich würde mir diesen Advice nicht selber zum Herzen nehmen, weil ich kann es wirklich nicht haben, wenn Leute da sind. Das stresst mich und ich kann die Zeit gar nicht geniessen. Ich würde wirklich lieber ein Lokal mieten für 4 Millionen Franken, als einen Abend alle Leute bei mir daheim haben. Ich weiß nicht wieso. Es ist ein Me-Problem. Es hat gar nichts mit anderen Leuten zu tun. Aber macht das mal. Das ist richtig geil. Und ich bin eben in letzter Zeit oft, also so vielleicht 2-mal oder 3-mal, eingeladen gewesen an Orten, wo das so war, wo ich so bin, hast du Geburtstag? Und die Leute so, nein, mach einfach so etwas. Und ich so, oh mein Gott, das ist so cool, dass du einfach selber etwas planst und Leute einladest, ohne dass es eigentlich einen Anlass gibt, einfach weil du Bock auf das hast. Und die Leute sind so richtig kreativ gewesen und haben so Einladungen geschickt, so, also ein Foto einfach, wahrscheinlich so auf Canva gemacht oder so, mit so Moodboard und so Inspiration und einfach mega cool, Alter. Und das hat mich so gefreut und ich habe es so cool gefunden, darum macht das. Planet etwas. Zeigt die coole Kollegin oder den coolen Kollegen und inspiriert eure Friends, dass sie das auch irgendwann machen müssen. Weil, ich meine, das hat jetzt mich inspiriert. Dass die Leute das machen, bin ich schon auch selber so, das wäre wahrscheinlich auch mega cool, wenn ich das machen würde. Ich mache es einfach nicht, aber schon ein bisschen cool. Das heisst, in anderen Friendgroups ist wahrscheinlich so, oh mein Gott, ich mache das jetzt auch. Und dann machen alle so Zeug und dann bist du überall immer eingeladen und dann ist es mega cool. Passend zu dem, so, sich zusammen so treffen und so, finde ich, diesen Sommer ist es Zeit, dass du deine verschiedenen, verbröckelten, komischen Kollegen, die sich überall verteilen, mal zusammenführst. Und es wird wahrscheinlich awkward sein, aber ich finde das eigentlich noch schön, wenn, ich meine, man erzählt ja immer diesen Friends, die die anderen Friends nicht kennen, so, ja, das ist der Joel, mit dem bin ich dort und dort gewesen, aber ja, den kennst du nicht, mit dem bin ich eben in die Oberstufe gegangen und und das ist, mir fallen keine Fake-Namen ein, weil das ist jetzt gerade kein Fake-Name gewesen. Die Mamacita. Und sie kenne ich vom Kindergarten und bla. Und nachher erzählst du, ja, die Mamacita hat gerade das und das gemacht und sie hat das und das gemacht. Und dann sind die anderen so, Bro, wer ist Mamacita schon wieder? Und du bist so, die mit der im Kindergarten war, weißt du nicht? Anstatt dass du immer noch von den Leuten erzählst, könntest du sie auch actually mal zusammenführen und dann machen irgendetwas zusammen, gehen essen oder eben grillieren oder so etwas. Und dann wissen alle, wer sie sind gegenseitig und dann formt sich wahrscheinlich unter denen auch ein bisschen Freundschaften, weil
du verstehst dich ja mit allen. Das heisst, sie müssen ja auch etwas gemeinsam haben, weil du die alle gerne hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sich gegenseitig auch gerne haben, auch wenn es ein bisschen awkward ist am Anfang. Und ich finde es auch ein bisschen scary, weil ich denke mir halt mega oft, alle die verschiedenen Leute kennen mich alle aus verschiedenen Lebensumständen. Und jemand, der mich von der Oberstufe kennt, findet es vielleicht cringe, wenn ich mich übernehme mit jemandem, den ich von der Uni kenne. Oder zum Beispiel habe ich auch ganz viele verschiedene Arten von Menschen als Friends. Zum Beispiel so mega scheuche Leute und dann habe ich solche, die hure laut sind, wo du dir denkst, ich brauche Ohrenstöpsel. Und dann habe ich halt schon Angst, auch, um die zusammenzuführen, weil man denkt, ich will ja nicht, dass die scheuche Person sich unwohl fühlt, ich will auch nicht, dass die laute Person sich laut fühlt und ich will auch nicht, dass sie nachher alle denken, was hat der mal für komische Kollegen oder das war jetzt mega awkward gewesen. Aber ich glaube, das passiert nicht. Ich glaube, das ist einfach nur das Overthinking-Ding. Aber ich finde, diesen Sommer sollten wir das machen. Weil, hallo, wieso nicht? Vielleicht wird es dann so eine richtige Gruppe, wo in 40 Jahren geht man so zusammen in die Ferien mit den Kindern. Wer weiß? Weil ich höre in letzter Zeit von richtig vielen so ultra erwachsenen Leuten mit so Kindern, dass sie ihre Kollegen vor 20 Jahren kennengelernt haben und seither mit denen jedes Jahr in die Ferien gehen. Und ich habe Angst, dass ich das verpasse. Hallo, meldet euch bei mir, wenn ihr in 40 Jahren mit mir in die Ferien kommt mit meinen Kindern. Danke. Ich werde nicht die Einzige sein, die das nicht kann. Und dann sage ich, einmal in den Ausgang gehen. Du musst einfach diesen Sommer einmal in den Ausgang. Auch wenn du so wie ich bist und es scheiße findest, einmal diesen Sommer gehen wir in den Ausgang. Auch wenn es im Ausland sein muss. Oder so eine Dayparty, wie sagt man dem? Darty? Eine Dayparty. Auch wenn es das ist. Diesen Sommer gehen wir einmal in den Ausgang, weil dann können wir sagen, wir sind diesen Sommer einmal im Ausgang gewesen und es wird wahrscheinlich nicht mal so scheiße sein, wie man es erwartet, weil so schlimm ist es nicht und du kannst auch einfach wieder heimgehen, aber wir gehen einmal, weil das Ready machen für den Ausgang hittet schon. Gib es zu. Was leitet man eigentlich im Ausgang an? In der Schweiz. Könnt ihr mir eure Ausgangsoutfits schicken, die ihr actually schon mal angehabt habt? Nicht eure Inspiration, sondern etwas, das ihr wirklich schon mal angehabt habt. Weil ich weiss, ihr macht immer ein Foto vor dem Rausgehen. Schickt mir eure Ausgangsoutfits. Weil ich weiss nicht, was mir anlegt und ich fühle mich immer komisch. Und Pinterest hilft mir überhaupt nicht, weil in allen anderen Ländern gehst du mit hohen Schuhen in den Ausgang. Ich glaube, das macht man da nicht. Oder geht ihr mit hohen Schuhen in den Ausgang, weil dann will ich wirklich nicht in den Ausgang. Aber wir gehen auch immer in den Ausgang. Anscheinend gibt es richtig coole Sachen in Zürich, so Secret Island und so. Mehr weiss ich eigentlich nicht. So Day-Raves und so, aber das fühle ich finde es ein bisschen cringe, wenn es hell ist. Ich will nicht, dass die Leute mich sehen, weil ich kann nicht tanzen. Aber das stoppt uns nicht, weil es ist egal, wie wir tanzen. Also vor allem bei euch ist es egal, wenn ihr euch nicht die ganze Schweiz von TikTok kennt. Bei mir ist es halt wirklich nicht egal. Wir filmen es und lachen nachher drüber. Aber bei euch passiert das hoffentlich nicht. Oh mein Gott. Das wollte ich eigentlich am Anfang sagen, so als Disclaimer oder so etwas, wo ihr auch noch mal daran denken sollt, ist für diesen Sommer, schämt euch bitte nicht, für wie ihr ausseht. Und umgekehrt, judget die Leute bitte nicht für ihre Körper, falls sie Narben haben, falls sie irgendwelche, wie sagt man dem, so Pigment Sachen haben, falls sie Akne haben, falls sie Körperbehaarung haben oder eben weniger haarig, wo außer der Flavio darf man judgen für seinen Haarausfall, einfach weil es Flavio ist. Falls sie dünn sind oder dick sind oder Hip-Tips, was auch immer für alles scheiß Trends, das es gibt, wo man judgen muss, lasst die Leute einfach sein. Aber eine Sache, bitte schneidet eure Zehennägel. Das ist alles, was ich von euch verlange. Wenn ihr zu lange Zehennägel habt, dann werde ich drauf schauen und finden, dass ihr grusig sind. Aber sonst juckt es mich herzlich wenig, wie ihr ausseht und lasst euch nicht hindern, irgendwie eine kurze Hose oder ein Crop-Top oder so anzuziehen, nur weil ihr Angst habt, dass die Leute euch judgen dafür und umgekehrt judget niemand, der ein Crop-Top oder eine kurze Hose hat oder was auch immer, nur weil ihr findet, das entspricht jetzt nicht dem Standard. Es juckt niemand. Und ich finde es immer mega traurig, wenn ich es auch bei mir selber merke, dass ich eigentlich gerne so und so rumlaufen, aber mich dann wie davon abhalte, weil ich Angst habe, was die Leute davon denken, obwohl die Leute will ich nie mehr im Leben sehen. Und auch wenn sie mich scheiße finden, so Bro, Alter, dafür habe ich etwas angehabt, das ich eigentlich gerne angezogen hätte und habe mich getraut und bin fucking mutiger als alle die dumm schauen. Und seid safe von grusigen Männern, die euch fucking unter die Röcke schauen wollen und so Zeug. Das passiert mir jeden Sommer und ich finde es richtig, richtig grusig. Und schäme mich auch immer und so und finde es auch hässlich, aber es liegt nicht an uns und wir können nichts dafür und
Die Männer schauen auch genauso, wenn du einen Skianzug hast. Also leg einfach dein Zeug an, aber Big Sister Advice, leg immer ein Sporthöschen drunter an. Weil dann ist es dir scheißegal, wenn jemand etwas gesehen hat, weil er hat nichts gesehen. Aber es ist gleich natürlich grusig. Und auch an alle, bitte hört auf so komisch starren. Schaut uns einfach gar nicht so grusig an. Machen keine komischen Sprüche. Ich glaube nicht, dass ihr, die zuhören, das macht, aber einfach allgemein sagen es euren Leuten weiter. Genau, dann noch Bücher lesen. Sommer ist Primetime, um so grusige, perverse oder kitschige oder cringy Romanzen zu lesen. Ich kann höchst persönlich Colleen Hoover natürlich sehr empfehlen, auch wenn sie irgendwie so low-key cancelled ist, aber das ist mir eigentlich gleich. Colleen Hoover Bücher sind einfach perfekt für den Sommer. Können wir sagen, was ihr wollt. Achtung, am ist es so ein bisschen Trigger Warnings für verschiedene Bücher, die könnt ihr einfach googlen. Alles Colleen Hoover, alles, was so auf TikTok am Trenden ist, einfach Chefskiss, finde ich geil. Muss man im Sommer lesen, vor allem am Strand oder so. Leset auch Sommer etwas. Auch die normalerweise nicht lesen. Lies einfach etwas. Ich habe gemeint, ich lese nicht gerne so fiktives Zeug. Aber jetzt, Alter, ich bin einfach in 100 verschiedene Buchmänner verliebt. Und grillieren, gehen grillieren. Als ich meine Liste gemacht habe, habe ich so Bock bekommen zum Grillieren. Ich wünsche, es wäre Grillierwetter. Gehen grillieren. Grilliert mit eurer Familie auch. Und macht Zeug mit eurer Familie, das habe ich vergessen zu erwähnen. Wenn ihr eine nice Familie habt, dann schätzt es und macht etwas. Und mehr habe ich eigentlich, glaube basically auch schon nicht mehr. Ah doch. Leute ansprechen, die ihr findet, sie sind cool. Oder so interagieren mit den Leuten. Das mache ich mega oft. Ich habe auch an der Kasse letztens einer Frau gesagt, dass sie einen schönen Eyeliner hat. Und das ist Miss Roman Empire, weil ich frage mich die ganze Zeit, ob sie es echt toll gefunden hat oder ob sie ganz viele Leute, wo ich eigentlich noch Kontakt habe vom Ausland, weil es einfach cool war. Und schämt euch nicht. Und auch in der Schweiz, auch wenn wir alle so ein bisschen einen Stock im Arsch haben, ich freue mich immer mega, wenn Leute so einfach random mit mir reden und so. Also abgesehen von Social Media, aber einfach so kommen und so, ja geil und so, hihihi. Das tut einem voll den Tag verbessern. Und, was auch noch, das wollte ich eigentlich beim Reisen sagen, Sprachen lernen. Oh mein Gott, ich bin gerade auf Duolingo dran, seit 2 Tagen. Ich kann jetzt hablo Español, oder? Weil ich mache jetzt Spanisch, Duolingo. Lernt irgendeine Sprache diesen Sommer, weil man hat eh nichts Besseres zu tun. Und Sprachen lernen eben, ist etwas von dem, wo die alten Leute sagen, das hätten sie gerne mehr gemacht. Und hört mal auf mit, nein, ich will keine Sprache lernen, weil meine Französischlehrerin ist voll scheiße gewesen. Du bist cringe. Lerne einfach die scheiß Sprache. Das hat nichts mit dieser Lehrperson zu tun. Du bist ein dummes Kind, wenn du so tust. Das hat nichts mit der Sprache zu tun. Merkt man, dass ich gerne Sprache habe. Sorry, das ist ein bisschen voreingenommen. Aber wieso tun alle immer so geschissen wegen Französisch und so? Das ist doch voll die coole Sprache zum Können. Auch wenn die Franzosen ein bisschen anstrengend sind. Dann kannst du Französisch und kannst dich auf Französisch anficken. Finde ich eigentlich auch noch ein Flex. Und einmal diesen Sommer machen wir noch alle einen Social Media Detox. So, sagen wir 2 Tage ohne Social Media. Das ist schon eine grosse Challenge. Schaffen wir das? Oh mein Gott, soll ich mal so ein Video machen? Ich weiß nicht. Nein, ich glaube im Fall, ich kann das nicht. Weil ich habe Angst, dass ich in dieser Zeit irgendwie etwas gecancelt wird für irgendetwas oder Leute irgendetwas leaken von mir oder so. Anyway. Kommentiert unter dem Insta-Post, was ihr sonst noch auf eurer Liste habt, für was man diesen Sommer gemacht haben muss. Natürlich ohne zu fest planen und ohne Erwartungen, aber so rein theoretisch, was hast du vor diesen Sommer? Let me know. Ihr wisst, ich liebe euch für eure Kommentare, die supportend sind und mich nicht wie ein Opfer aussehen lassen, die postet für Leute, die keinen einzigen Kommentar verfassen. Darum danke vielmals an alle, die supporten. Und GLG, Grüße gehen raus. Habt ihr jetzt Maturprüfungen? Die auf jeden Fall viel Glück bei den Prüfungen, falls ihr noch Prüfungen habt. Sind die nicht schon vorbei? Nein, die sind definitiv, glaube ich, noch nicht vorbei. Jetzt kommen, glaube ich, die mündlich. Also, ich weiß es nicht. Aber ich wünsche euch ganz viel Glück, falls ihr Prüfungen habt. Und freut euch auf den Sommer mit dieser sommerlichen Folge. Tschüss, bis nächstes Mal.